Servus, Grüezi und Hallo. Schauen wir mal und fangen wir mal wieder von vorne an. So, ich habe heute so ein Bighorn-Bild ausgesucht und probiere das gleich einmal am Schießstand aus, weil man es da am allerschönsten sieht. Wenn wir da mal die Stacks aufbauen vom Striker, was drin ist in dem Set. Und die Bighorn auch mit den Kopfschüsse, wie man sieht, neben der Waffe ist eine Zahl, so jetzt ist es voll auf 50 Stacks. Und pro Kopfschuss wird praktisch das Stack erhalten. Wenn man den Kopf nicht trifft, dann fällt das langsam wieder runter. So, und jetzt auf 10 Meter. Ja, wenn man sieht, Kopfschuss über 1 Million, was da trifft, wenn das alles aufgebaut ist. Also 1,1, 1,2 Millionen, 1,4. Ja, also da geht so richtig Gewalt aus. Man kann sogar auf Kopfschuss, wenn man dann praktisch übers Zielfernrohr schaut, so wie jetzt, ein Schuss 5 Millionen machen. Wie gesagt, das ist ein Sturmgewehr und kein Scharfschützengewehr. Also das macht so richtig Laune, man kann die da weghauen, einen nach dem anderen. Aber ich muss gleich dazu sagen, das Set bedarf Übung. Also das geht nicht von heute auf morgen gleich Set anlegen und dann bist du der Held im Weltall. Nein, funktioniert nicht. Ich habe es probiert, darum habe ich auch das Video gemacht. Ich habe einen Stützpunkt, sage und schreibe genau 5-mal probiert, bis ich das erste Mal dann durchgekommen bin, weil ich bin mit dem, ja, ist auch nicht unbedingt jetzt so mein Favorite-Bild, aber ich finde es einfach gut, weil es einfach, ja, für die Bighorn schon eins der besten ist, wo man viel Damage macht. Ich denke, wenn man das Bild in der Gruppe spielt, ist das besser als wie Solo, weil mir geht definitiv immer die Rüstung aus. Also man braucht es nicht viel, wenn einmal hust, fällst du um. Nicht so lustig. Ja, 6,7 Millionen. Ja, das klangt eigentlich locker bis, ja, bis zu den gelben, bis auf Elite. Die darf es da schon umblosen dann, wenn du das probierst. Wie gesagt, vorher das Text aufbauen und da muss man halt immer einen Kopf treffen, damit das auch wirklich aufgeht. Da 7 Millionen hat man gesehen, ja. Das glaube ich wird so das Maximum sein, was man aussagen kann. Nein, stopp nicht, weil mein Set ist nicht optimiert. Also ich habe noch ein paar Dinge sogar bei der Waffen, wo es jetzt noch nicht auf der Key ist und man kann da schon noch ein wenig was rausholen. Ich denke mal, dass bis 10 Millionen tatsächlich möglich sein wird. Das sieht man dann, wenn ich mich aufgelevelt habe, beziehungsweise das Set in die Hetzung habe. Ja, und dann schauen wir uns mal das Setting genauer an. So, spielen wir mit der Spezialisierung Richtschütze, die Minigun, schnelles jetzt dritte Nachladen ist schneller, Rüstung gibt es auch, wenn man nachlädt. Ja, also ein bisschen ein Zuckerl. Darum habe ich jetzt das genommen und Feuergeschwindigkeit wird erhöht. So, das ist die Bighorn. Die gibt es Legendärlauf in der Arena oder in der Dark Zone oder im Summit. Wenn man so der große Farmer ist, Level 10 farmen, immer und immer wieder, dann kann sie auch droppen. Ich habe es von Legendärlauf bekommen von einem Kollegen, selber ist mir tatsächlich auch nicht droppt. Ja, dann haben wir, ich habe die Rock'n'Roll dabei, ja, da kann ja jeder dazu, da, wo er irgendein ACS, irgendwas, was schnell schießt, Schrotflinten. Da haben wir die Coyote, die treibt Schaden, Chance und kritische Treffer in die Höhe. Also Schaden durch kritische Treffer. Abstand 0 bis 15 Meter, 15 bis 25 Meter und 25 Meter jeweils an das Attribut. Kann man sich ja selber durchlesen. Muss ich jetzt nicht vorlesen. Ja, dann habe ich da einen Cesca Rucksack. Der ist noch nicht ganz ausgerollt, alles auf Rot. Und Talent Wachsamkeit ist wichtig, dass das drauf ist.
Ja, dann haben wir noch 4 Teile Striker, das war einmal die Brust. Auch wieder auf Rot ausgerollt. Was ganz wichtig ist bei dem Set, Waffenhandling. Nicht Chance auf Crit oder Schaden durch Crit, sondern auf die grünen Teile Waffenhandling draufrollen, weil die Bighorn hat die Tugend, das nach oben zirkt, wenn man schießt. Und somit hat man da, wenn man sagt, nur Chance auf kritische Treffer, weil da ist der Buff von der Coyote-Maske noch nicht dabei. Und Nachladetempo und Präzision und Stabilität auf 67%. So wird die Waffe auch stabil und man kann auch tatsächlich mit Zielfernrohr was treffen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Also die grünen Teile mit Waffenhandling drauf da. So, und jetzt hat es noch ein wenig Gameplay. Ich hoffe, euch ein wenig weiterhelfen können mit dem Bild. Baut es nach und schaut es euch an. Ich hoffe, dass es Spaß macht. Also mir hat es definitiv Spaß gemacht. Und im Gameplay sieht man, dass doch sehr, wie soll ich sagen, doch schwierig ist zum Spielen. Also ich bin es nicht gewohnt, vollkommen rot zum Spielen, sondern spiele immer mit 2, 3 blaue Teile. Aber wie gesagt, in der Gruppe, okay. Ich habe jetzt zum Beispiel die Drohne eine da, die Striker-Drohne, dient eigentlich hauptsächlich der Ablenkung, dass nicht die ganze Aggro auf mich zieht. Und mit Schild, ja, manche spielen das mit Defender-Drohne und mit einem, wie heißt das Ding, wo man, ja, Spezialisierung von der Minigun, irgendwas mit Bogen, da werden die anderen blind. Ich weiß nicht mehr. Merkt man, ich bin kein Creator nicht, ich baue die Dinger nach, aber mir macht es einfach Spaß. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich habe auch keine Lust nicht, dass ich alles 10 und 20 Mal vertone. Ich denke, man versteht mich und jeder weiß, was ich meine. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo, Like da oder schaut das nächste Video. Ich würde mich freuen. Also dann, enjoy the Gameplay. Servus, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, was ich noch vergessen habe. Community Discord haben wir auch einen. Ist in meinem Kanal verlinkt. Freue mich auch. Jeder, der wo dazugeht, an der coole kleine Community, coole Leute, Spieler für Spieler. Also, ja, schaut einfach mal vorbei. Entscheidet selbst. So, jetzt aber. Pfiat euch. Heute sterbe ich! Ladung gefährdet. Feindliche Übertragung erkannt. Kontrollpunkt eingenommen. Gute Arbeit.
Zusätzliche Feindkontakte. Ladung gefährdet. Shit! Und nachladen! Feindliche Übertragung empfangen. Ich hab... Von hier aus kann man ihn sehen! Hinter der Deckung hat sich was bewegt.
zum Nachschubraum freigeschaltet.